Sehr tapfer, dass es so viel. Bisher habe ich gedacht, da hat es um die Hälfte dezimiert. Also, ich bin echt überrascht, dass ihr so durchhaltefähig seid, so beständig. Vielleicht, wo ist denn mein Steffel? Wo ist denn der Steffel? Ah, hier. Kannst du mal da bei den Kunstwerken der Harlekin da gucken? Ja, okay. Also wir kommen jetzt zu den 70er Jahren. Das war der Höhepunkt des Schaffens, und zwar war das der 21. und 22. April 1973. Vielleicht hat jemand noch Erinnerungen an den Tag. Da war eine riesengroße Harlekinade. Hier haben 1500 junge Leute haben hier in der Turnhalle übernachtet. Und jetzt müsste eigentlich auch wieder die Laminate. Guck mal, ob du da jetzt findest. Laminat mit der Meldung da vom Höhepunkt. Das ist so ein Zeitungsartikel. Ob du den irgendwie rausfindest. Also am 21. und 22. April, nee, das ist es nicht. Da hat hier die große Harlekinade stattgefunden. Die war nicht nur hier, sondern die war auch in der Eberthalle. War jemand von euch bei diesem Riesenfest der Harlekinade damals? Nein, das ist nicht der Fall, aber es gibt Zeitzeugen, die können das. Das war großes Musik. Da war Folkmusik. Also ich war da aber später. Ja, ich war das ist es. Da da kann man mal noch nicht so alt. Jetzt kommt an und dann kommt noch so eine Notiz im Das waren lange Jahre. Also in der Stadtgeschichte, also obwohl die Stadt Ludwigshafen sich nicht sehr im Original bekennt und immer wieder sagt, ja, wir haben es ja genug berücksichtigt in dem Brunnen der Pfälzer Lebensgrund. Die Stadt hat damit gar nichts zu tun. Das hat der Künstler Bonifatius Strindberg, der hat für sich entschieden, dass er da die Hemserfrieden macht. Die Stadt selber, die Stadtführung hat bisher für die Hemserfrieden überhaupt nichts getan. Wir, die Initiative zum Schutz der Grabplatte der Hemserfriedel, fordern, dass an dieser Stelle in der Prinzregentenstraße, wo das Ortsvorsteherbüro ist und wo der kaputte Brunnen ist, dass da ein anständiges Sockel gebaut wird, und die Hemserfriedel hat immer auf dem Sockel auf einer Erhöhung vorm Mikrofon auf der Bühne gestanden, sollte auch da erhöht auf dem Sockel, sollte die Hemserfriedel in Natur hingestellt werden, und dazu sollten Wettbewerb unter Pfälzer Künstler, also unter Pfälzer regionalen Kunstschaffenden, sollte ein Wettbewerb stattfinden. Wer die schönste Figur macht, die sollte dort dienen. Ich sage euch, wenn man 2 oder 3 Millionen Euro, glaube ich, waren sogar, für die Umgestaltung vom Götteler Platz zum Fenster rauswerfen kann, nämlich keiner merkt von euch mehr, wie der Götteler Platz früher aussieht, oder es sieht genauso schlimm aus, wie er früher aussehen hat, sieht er jetzt aus. Und da haben sie 3 Millionen haben sie für den Götteler Platz zum Fenster rausgewiesen. Alle 6 Betonkugeln hat man auf dem Götteler Platz verteilt, ist die neu im Nirvana verschwunden. Die hat einer über Nacht, hat die 6 Betonkugeln weggeholt. Und allein von dem Geld könnte man ein Denkmal bauen für die Hemserfriedel in der Prinzregentenstraße, im Herzen des Hemserhofes. Und deshalb, ich bitte euch mal alle ganz stark Beifall zu klatschen, um diese Forderung für ein Denkmal der Hemserfriedel zu untermauern. Ja. Also bei dieser Harlekinade, bei diesem Fest, da war der absolute Höhepunkt, das könnt ihr hier nochmal nachlesen, das ist hier nochmal schwarz auf weiß. Da ist sie vor 2500 Leuten, ist sie in der Eberthal aufgetreten, und zwar samstags abends im Vorprogramm, und da hat sie schon die ganzen Künstler die Show gestohlen, und da waren wirklich bekannte Interpreten zugegen. Und am nächsten Tag, am Sonntagmorgen, hat sie auf dem Gras von der Eberthal, also vor der Eberthal, auf der Wiese, Tausende von jungen Menschen, also Hunderte von jungen Menschen, sollen da um sie rum gesessen haben und sollen sie bejubelt haben. Und trotzdem, obwohl das eindeutig klar ist, man hat morgen das auch die Rheinpfalz im Jahr 1973 vom 25. und 24. April die Ausgabe, hat es auch so geschrieben. Nichtsdestotrotz schreibt der Stadtarchivar, und jetzt ein kleiner Seitenhieb auf Stadtarchiv,
die schreiben, da habe ich auch ein Laminat drüber, die schreiben in ihrem Beitrag, diese 2 rote Bände, die Geschichte der Stadt Ludwigshafen, schreiben sie wer hier am Haus der Jugend von 2500 Menschen aufgetreten. Das ist nicht ganz korrekt. Aber warum schreiben sie das? Weil sie das aus dem schwarzen Büchel, die Länge ist egal, einfach nur abschreiben. Also die meisten Leute denken, wenn sie irgendwas im Internet abschreiben, dann ist es korrekt. Nein, man muss selbst Recherche betreiben, man muss selbst gucken, ob das die Wahrheit ist oder ob es falsch ist. Das ist also falsch, was was Stadtarchiv in seine Geschichte der Stadt Ludwigshafen. Aber ich war ja schon froh, dass sie überhaupt die Seite 935 der Hemsowfriedel gewidmet haben in die Geschichte der Stadt Ludwigshafen. Das war ja schon mal ein großer Erfolg. Und jetzt erkläre ich kurz den Harlekin, darf er kurz vorlesen, der Steffel, was hier drin steht über den Harlekin, dass Sie das auch, er liest es kurz, was wir Jetzt vor. Als wüsste er, dass sich seit Menschengedenken die Wogen doch meistens wieder glätten, die zwischen der Jungen- und der Elterngeneration hochschlagen. In 2,5 Jahrzehnten wurde der Harlekin Zeuge von Veränderungen in der Konzeption der Einrichtung. Vor wenigen Jahren kam er ins Staunen. Ältere Menschen im Haus der Jugend. Seit 1987 steht das Haus allen Altersgruppen offen. Kleinkinder in der Tagesstube gehören heute genauso zu den Besuchern wie Senioren, die gerade ein neues Theaterstück einstudieren. Die Entwicklung zum soziokulturellen Zentrum bietet dem Harlekin einen weiteren Anlass zum Fröhlichsein. Jetzt über die Plastik. Gerd Dehoff, Schöpfer der Plastik, gehörte zu den 4 Künstlern, die mit der Ausgestaltung und bei der Entstehung des Hauses betraut waren. Dem in Ludwigshafen geborenen und in Mannheim lebenden Bildhauer ist es gelungen, mit seinem Harlekin ein Wahrzeichen für das Haus der Jugend auf die Hände zu stellen. Ein Wahrzeichen, das auch mit der Harlekinade, dem traditionellen Folkfestival, innige Verbindung einging. Die überlebensgroße Skulptur war übrigens anfänglich nicht nur auf Gegenliebe gestoßen. Einige Kritiker hätten befürchtet, Kinder bekämen Angst vor ihm, weil er einer Fledermaus gleiche. Das Gegenteil war der Fall. Kaum befand sich der starksiger Harlekin aus Lafarge-Zement auf seinem Posten, kletterten die Kinder an ihm hoch und steckten ihren Kopf unter seinem lachenden Gesicht hindurch. Gut, danke, vielen Dank. Und was ist noch zu sagen? Was ist noch zu sagen zu der Figur? Wer kann da noch einen Satz ergänzen? Jetzt bin ich mal gespannt. Steht die schon immer hier? Nee, das ist Genau, die war da vorne, gerade da am Eingang. Da war er die ganze Zeit gestanden. Steht er hier. Okay, normalerweise würden wir jetzt zum Danziger Platz noch laufen, aber das ist jetzt nicht so gemütlich dort. Eigentlich wollte ich mich dort ins grüne Gras. Hast du eigentlich ein Lied zum Regen, zu dem Thema Regen auf? Oder irgendwas mit Regen? Oder die Tropfen fallen? Überleg dir mal was für Regen. Also eigentlich wollte ich jetzt zum Kinderelternhaus gehen und dort wollten wir uns auf dem grünen Rasen bei einem lauten sonnigen Tag niederlassen und dann hätte noch Lieder gespielt und wir hätten Hustelinchen gegessen, hätten uns noch fröhlich unterhalten. Aber irgendwie ist es heute nicht ganz so gemütlich. Ich ahne auch schon, dass es heute Regen geben wird. Deshalb haben wir den Teil 2 nicht ins Freie verlegt, sondern heute Abend in der Seilerstraße 26 ist das Konzert zu Ehren der Hemsowfriedel von Alexander Ensminger. 1 Stunde lang und länger könnt ihr dann unseren Sänger heute Abend hören. Und es ist nicht schwer zu finden, es ist 4 Häuser vor Machelbayer. Im Parke kann man ganz leicht auf dem Götteler Platz oder in der Leuchner Straße. Deshalb gehen wir jetzt also nicht mehr zum Danziger Platz, aber trotzdem will ich euch erzählen, warum ich auf diesen Danziger Platz gekommen bin. Es geht noch mehr, vielleicht sicher wissen manche Leute nicht, dass er am Berliner Platz irgendwann mal getrunken gelegen hat oder da gesessen hat oder was. Aber da war das Kinderelternhaus. Oder ist noch, das ist ja heute noch. Genau, da ist heute noch das Kinderelternhaus. Und die haben immer Sommerfest gemacht. Und da haben sie eine Bühne gehabt. Und da haben sie auch Musiker gehabt. Natürlich war dann die Hemsowfriedel zugang. Die Hemsowfriedel ist da auf die Bühne. Die vom Kinderelternhaus waren dann nicht so streng. Die haben gesagt, okay, lass sie auf die Bühne. Aber die Hemsowfriedel, wenn sie mal auf der Bühne war und mal den Geschmack gefunden hat, ist sie nicht mehr runter.
Und, aber wirklich nicht mehr, die ist wirklich nicht mehr runter. Und dann muss man teilweise, also ohne dass man es wollte, körperliche Nähe ausüben, um es jetzt diplomatisch auszudrücken. Ich habe unschöne Szene dort erlebt am Kinderelternhaus, wo alle Parteien nur Verlierer waren bei so bösen Momenten. Jetzt aber kommt's. Die DKP, die Deutsche Kommunistische Partei, die hat ein ganz probates Mittel gehabt. Und zwar haben die auch ab und zu mal eine Festung in der Prinzregentenstraße gemacht, unter anderem 1976, haben auch eine Bühne gehabt, da ist auch die Hemsowfriedl hoch auf die Bühne und auch die hatten das Problem, wie kriegen wir die Hemsowfriedl wieder runter. Dann sind die von der DKP, also die alte Kommunisten, die sind dann geschlossen. Das hat mir ein Zeuge, also der schwört drauf, das hat mir bei Eidesstadt, habe ich das erzählt gekriegt. Ne? Sind die führenden Mitglieder der Partei sozusagen, die sind dann geschlossen, das waren 10 Leute, Frauen und Männer, sind dann da hoch auf die Bühne, haben die Friedel so zu sich mit in die Reihe genommen, haben den Arm hochgestreckt. Was haben sie gesungen? Die Internationale gesungen, sich verbeugt, die Friedel hat sich auch mit verbeugt und im Geschlossenen von Beug sind sie runter, die Treppe runter und die Hemser Friedel tadellos, ohne irgendwie Gezeter und Mordio ist ganz tapfer mit runtergelaufen und der Trick hat also geklappt. Also Kreativität ist gefragt und man nicht immer mit Gewalt, manchmal bedarf es einen einfachen. Bravo! So, jetzt kommen wir zu dem Ende. Also der große Ruhm war dieser Auftritt, dann natürlich die Schallplatte, da kamen auch dann natürlich Funkfernsehen, es wurde ein Film über sie gedreht. Wer kennt den Film? Wer kennt den Film, der im Südwestfunk damals gelaufen ist? Auch da gibt es 2 Legenden dazu. Die Ebbe sagt, wo die Hemsowfriedl den Film gedreht hat, da haben sie am gleichen Tag haben sie den Strom abgestellt, weil sie kein Geld gehabt hat. Die andere Legende besagt, sie hätte nach Mainz fahren müssen für den Film und er, das war der Fips, der wird auch erwähnt, Fips Georg Brecht, oder wie der heißt, den hat sie angerufen, Fips, kannst du mir Geld leihen, dass ich nach Mainz fahren kann, also ein Vorschuss, mit dem hat sie zusammen gesungen. Und eine andere Theorie, also eine andere Legende sagt, der Südwestfunk hätte ja erst die Stromrechnung bezahlen müssen, damit sie Strom in der eigenen Wohnung gehabt hätten, um dann dort das Licht einzustellen und so und den Film über sie zu drehen. Also es gibt einen epochalen Film, auch nur, es ist glaube ich der einzige, den es in der Art gibt, vom Südwestfunk. Da wird die Hemsowfriedl gezeigt, wie sie im Hemshof rumläuft, auf dem Gördeler Platz, wie sie zu den verschiedenen Ständen geht, wie sie Geld, Geld, Geld singt, wie sie Schnäpse nimmt und dann wie sie heimgeht in ihre Wohnung und ihr Zimmer. Und da sieht man halt, dass sie in ganz, ganz bescheidene Verhältnisse gelebt hat, dass ein einfaches Plakat an der Wand war von der Harlekinade, von diesem großen Erfolg. Und was war noch auf ihrem Nachttisch für ein Bild gestanden, von wem? Wer weiß das? Von wem sie ein Bild auf dem Nachttisch hat stehen gehabt? Das wird naheliegen, die Tochter. Hat es, ein Hustelin, er hat es richtig. Dr. Werner Ludwig, der Oberbürgermeister der Stadt Ludwigshafen, ein Bild von ihm war auf ihrem Nachttisch, auf dem Nachttisch der Hemsowfriedl. Und da kommt jetzt die Story dazu, dass dieser Mann, der die Mordtheorie verfolgt, der mich da angerufen hat, der hat mir erzählt, dass die Hemsowfriedl mal in das Zelt kommen wäre, wo die Kreisregierung, die Grundsteinlegung von der Kreisregierung gewesen wäre, da wäre er mit lauter Offiziellen in dem Zelt gesessen, wäre die Hemsowfriedl reingekommen. Der heißt Klaus Bodeutsch, der Typ, der das erzählt hat. Ne? Stellvertretender Ortsvorsteher vom Karl Kahnmann, nachdem dieser Platz hier benannt ist. Heute 77 Jahre alt und wohnt in Darmstadt, war hier stellvertretender Ortsvorsteher von Süd, kann sich aber niemand mehr erinnern. Ne? Klaus Bodeutsch. Und dieser Klaus Bodeutsch, der die Mordtheorie mit dem Lungenriss oder Leberriss vertritt, der hat mir erzählt, dass die Hemsowfriedl dann in dieses Zelt reingekommen wäre, wo die jetzt gerade die Grundsteinlegung gefeiert hätten, hätte der Oberbürgermeister Ludwig gesagt, nein, also Hemsowfriedl heute nicht. Also auf Deutsch heute wird nicht gesungen. Ja. Dann, was denken Sie, was der Hemsowfriedl gesagt hat? Ah, für dich, Arschloch, wollte ich doch gar nicht singen, hat die zum Ludwig gesagt. Ich wollte für den Klaus singen und hat dann auf den Klaus Bodeutsch
bedeutet. Aber es ist ihr dann schon die Lust am Singen vergangen. Ne? Sie hat sich noch kurz zu der Prominenz gesetzt und zwar nichts mit Gesang. Und trotzdem hat sie das Bild vom Oberbürgermeister, obwohl sie du Arschloch. Also so war es. Heute Arschloch, heute hat sie das Bild auf ihren Ding gestellt. Okay, jetzt kommen wir zum Schluss von dem lebenden Moment. Es gibt ja noch eine Nachgeschichte nach dem Tod. Gibt es ja noch eine lange Geschichte über Dinge, die mit der Hemse Friedl passiert sind oder mit ihrem Grab oder so. Aber jetzt kommen wir zu dem Jahr 1979, als der Ruhm war am Verblassen. Sie war eher eine Berberin, wollte nie nach Haus, weil die Wohnung Messi-mäßig und so hat sie also hier, da wie gesagt, wie ich es schon erwähnt habe, war sie öfters mal. Ich habe es auch leider mal vor dem Marktplatz in der Seilerstraße auf der Straße liege sehr. Also sie hatte sehr unkonventionelles, unorthodoxes Leben geführt als Berberin. Es war eigentlich auch nicht mehr so schön, das kann man schon so sagen. Und sie war eindeutig alkoholkrank. Also das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Alkoholismus ist eine anerkannte Krankheit. Und normalerweise, wenn jemand alkoholkrank ist, der gehört in Behandlung und gehört zu der anonymen Alkoholiker, zu einer Selbsthilfegruppe und müsste eigentlich sich stärker mit seinem Problem beschäftigen. Das hat die Hemse Friedl nun wiederum nicht gemacht, sondern sie hat sich per Gesang therapiert mit ihrem Problem, ist auch für Alkoholikerin mit 64 ja doch ziemlich alt geworden. Ne? Und da ist auch ein Laminat dabei, wo die Todesanzeige von der Hemse, genau die Todesanzeige, die habt ihr sicher schon gesehen, hier ist ihren letzter Weg, das ist doppelt sogar. Ja, genau. Gut. Und da sind auch Nachrufe, das ist ein Nachruf. Und dann ist noch ein anderer Nachruf, genau. Dann lassen wir mal das nochmal rumgehen, den Grabstein. Dann ein Nachruf, lassen wir mal rumgehen noch. Dann ihren letzten Weg. Und oh, da muss ich sie für die Frau Malisi Jonas, die muss ich da verzeihen, also im Nachspiel, weil ich habe mir ja getraut, was eigentlich ein Gesetzesverstoß ist. Also aber nur für die heutige Veranstaltung hier, dieses Bild. Moment, das darf ich natürlich nicht machen. Aber du hast wenigstens den Namen dran gelassen. Gesetzeswidrig. Gell? Ich bin einfach hingegangen, habe solche Fotos darf man nur kaufen. Die kann man nicht gerade so vervielfältigen und mal unter der Farbkopierer schieben. Aber sie sieht mir es nach, dass ich das heute gemacht habe, weil es ist so ein schönes Foto vom Grab. Da hat es wirklich ganz toll getroffen. Und ich schiebe jetzt einfach diesen Werbeblock für die Malisi Jonas ein, die da so schöne Fotos von hier macht, auch von vielen anderen Dingen. Und deshalb gestattet sie mir nachträglich dann, Genau. gibt sie mir die Erlaubnis, dass ich Jetzt musst du auch noch den Button ja, was freiwillig. bleibt noch? Bernhard, jetzt musst du noch den Button erwähnen, freiwillig in Loh. Ja, genau, und es gibt bei ihr auch den Button freiwillig. Und ich bin der Einzige, der hier über diese Todesurkunde, Geburtsurkunde gibt es nicht, aber die Todesurkunde, und hier habt ihr sicher gelesen, da ist sie mit I und nicht mit Y geschrieben. Und da steht auch Magdeburg und nicht Braunschweig, gell, wie in vielen Büchern im Internet steht, sondern Magdeburg. Und es steht auch nicht bei Geburt, steht auch nicht genau dabei, da steht nur 29. Dezember 1914, aber auch keine Nummer und nichts. Also das ist die Original Todesurkunde, gell? Nicht Geburtsurkunde, Todesurkunde. Von wem ist denn der Nachruf? Von wem ist denn der Nachruf? Nachruf welcher? Der da hier, das war im Wochenblatt, das war eine ganze Seite im Wochenblatt. Das war also die dritte Ausgabe des Wochenblatts, das hat eine ganze Seite der letzte Weg der Hemse Friedl. Ach so, die Todesanzeige, die ist vom Freundeskreis. Ja, aber was ist GA? GA, der Das ist eine gute Frage. Ach, das weißt du nicht. Ja, das ist der Freundeskreis GA. Ich werde mal Gaststätte sagen. Ja, aber ich weiß es nicht, das müssen wir noch rausfinden. Aber es war überhaupt ein Wunder von ihrer Tochter, die hat ja nur 3 Kupferpfennige gefunden. Die hat auch, die musste sich ja noch um das Sargkosten, die Grabkosten und so. Da gab es noch einen Mordshudel mit dem Sozialamt und so. Also die hat auch Geld gehabt, aber ihren Freundeskreis, die ist auch nicht so groß gewesen, wie sie hier jetzt ist. Aber trotzdem, es ist überhaupt ein Wunder, dass ich die Todesanzeige gefunden habe. Die können sich auch noch einmal angucken, wenn sie wollen. Ja. Also die Hemse Friedl stirbt am 17. Oktober, nachdem sie da überfallen worden ist. Sie hat noch andere Auftritte gehabt bei den Bohnen, sie hat sogar 800 D-Mark Gage gekriegt und war wirklich, also das stimmt, das spricht für die Mordtheorie.
sie war in dem Jahr noch sehr, sehr stark aktiv und tätig. Und dann war so der Sepp Gussmann, wo ist denn der mit drauf? Der ist hier irgendwo. Da neben dem. Der Sepp Gussmann, bei dem hat sie auch noch gespielt, der erinnert sich auch in dem Jahr 79. Und dann ist sie überfallen worden. Der bezeichnet im Übrigen, das ist der Rugi-Zugi-Liedererfinder, der bezeichnet sich als Entdecker von der Hemserfriedel. Es gibt viele Entdecker von der Hemserfriedel. Auf jeden Fall da bei dem Sepp Gussmann, nachdem sie da wieder erfolgreich gespielt hat. Und die hat wirklich, also das muss man sagen, die Hemserfriedel, wenn die in so einem Zelt, wenn die so die Stimmung angeheizt hat und da gesungen hat und hinten hat der Sepp Gussmann zu ihr gesagt, geh runter, Friedel, du musst jetzt auch mal sammeln gehen mit deiner Batschkap. Ja. Dann ist sie mit ihrer Batschkap sammeln gegangen, die hat wirklich Scheine drin gehabt. Die hat keine Markstücke, oder 2 Markstücke, sondern die hat 5 Mark, 10 Markscheine und 20 Markscheine drin gehabt. Ich habe das selber auf dem Parkfest erlebt, 1976 habe ich das selber erlebt, im Ähnezelt. Und da hat sie wirklich so 300, 400 eingenommen. Und das haben natürlich auch böse Augen gesehen. Die hat es auch gerade so in die Hosentasche von ihrer Lederhaus gesteckt und so. Und dann kann man sich vorstellen, warum so dunkle Gestalten sich plötzlich an sie geheftet haben. Besonders weil sie dann ja oft auch noch gut einer getrunken gehabt hat. Da war es ja nicht schwer, sie zu überfallen. Und im anderen Zelt, also ich habe so erlebt, Parkfest, im einen Zelt der Haufen Geld und man hat Stimmung und alles tadellos. Und im nächsten Zelt, sie wollten sich auf die Bühne lassen, hat Streit gekriegt, die Zuschauer haben geboot, alles war gegen sie, hat sich gegen sie verschworen, sie ist regelrecht, sie ist dann trotzdem auf die Bühne, aber sie ist dann regelrecht runtergeflogen und so. Und da habe ich gesehen Himmel und Hölle, also ihr Leben zwischen Himmel und Hölle, zwischen Schwarz und Weiß. Also es war wirklich ein Auf und ein Ab. Ich habe das selber erlebt, ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht selber erlebt hätte. Und an dem 16. September ist dann, nachdem sie beim Sepp Gussmann gespielt hat, da abends wollte sie heimfahren mit Reinhard, da muss man durch so ein Stück Grün-Gürtel gehen, wenn man vom Wurstmarkt zur Reinhardbahn läuft. Und da muss sie dann überfallen worden sein, vielleicht war es auch gerade, hat sie die letzte Bahn noch versäumt oder sowas. Auf jeden Fall ist sie dann eingeliefert worden und ist am 17. Oktober 21:29. Das steht auch in dieser Todesurkunde drin, gell? 21, steht da 21:29. Ja, genau, da ist sie dann verstorben. Nun, jetzt kommt die Beerdigung. Also sie lebt jetzt nicht mehr. In meiner Erzählung ist sie jetzt gestorben. Jetzt kommt die Beerdigung. Die Tochter hat nicht freigekriegt in Berlin. Ja, was machen? Jetzt muss sie erst mal auf Eis. Und wer bezahlt die Kosten? Wer bezahlt Sozialamt? Ja, Sozialamt, die haben ja auch nur halb. Die haben die nie richtig. Die haben immer nur ihre Miete bezahlt. Die hat erst im letzten Jahr, hat die Hemserfriedel, nachdem die Häuserzeile in der Gräfenaustraße abgerissen war, wo heute der Park ist, ne, und die Spielwohnung. Erst nur ein Jahr hat die Hemserfriedel in der Fabrikstraße gelebt. In einer total tolle Wohnung, 2 Zimmer, Küche, Bad und also modern alles. Ne? Aber nur ein Jahr noch, also auch 1979 noch. Und dann ist sie gestorben und da in der Nacht, wo sie gestorben ist, haben sie schon die Wohnung eingebrochen und haben noch die Erinnerungsstücke von ihr, haben die Leute geklaut. Ne? Die Tochter hat nicht sofort Urlaub gekriegt, kam erst nach 8 Tagen, so lang musste auf Eis gelegt werden. Und da gibt es keinen Polizeibericht, wo rauskommt, wer da eingebrochen ist und so. Genauso wie mit dem, wenn es überfallen worden ist, haben die nicht besonders sich darum gekümmert. Ne? Also wenn es tatsächlich Mord wäre, ne? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt dann diese große Beerdigung hier. Da sind also 150 Leute sind hinter ihrem Sarg hergelaufen und unter anderem der Sepp Gussmann hier. Der Sepp Gussmann kam und ist in einem Kranz vom Oberbürgermeister. Der Oberbürgermeister hat auch einen Kranz geschickt. Der Oberbürgermeister hat mir mal jemanden Schleif gebracht. Da war dann drauf stand der Oberbürgermeister. Ich sagte, es wäre von dem Kranz von der Hemserfriedel. Da hätte er sich das, aber es war, glaube ich, von einem Kranz, wo da an der Moschee, die Moschee, die Synagoge, da wird jährlich immer ein Kranz aufgehängt. Der Oberbürgermeister, das war das falsche Schleif, also es war nicht die es steht ja auch nicht drauf für die Friedel, der Oberbürgermeister, sondern nur der Oberbürgermeister, weil die gibt es ja en masse. Die sind ja schon vorgefertigt. Ne? Also dieser Sepp Gussmann hat dann da seine Musik gemacht, es war eine schöne, feierliche Beerdigung, sie wird auch hier ausführlich geschildert, das Wochenblatt. Erster Jahrgang Wochenblatt, 3. Ausgabe. Die haben im Grunde ihren ersten großen Bericht im Wochenblatt war der Tod von der Hemserfriedel.
Das kann man auch noch mal rumgehen lassen. Also sie hat eine schöne Beerdigung gehabt, die hätte ihr sicher gut gefallen. Sie haben ja auch digital, haben sie ihr auf das Sarg gelegt und Sozialamt hat sich auch mit der Tochter geeinigt. Irgendwie musste die dann rateweise einen Teil abbezahlen. Sie hat ein normales Reihegrab gekriegt. Frag mal, ob jemand von hier dabei war bei der Beerdigung. Ja, war jemand bei der Beerdigung dabei? Warst du dabei? Nee. Können wir noch ein Lied? Sollen wir noch ein Lied? Ein trauriges Lied, irgendwie vom traurigen Sonntag oder ein trauriges Lied? Die war immer lustig, da kann man Nee, nicht jetzt zur Beerdigung. Nee. Dann zum Schluss machen wir. Ich hätte ein bisschen aufbauenderes. Ja, okay, die Beerdigung, da springen wir mal dann drüber, machen jetzt einen Sprung. Sie hat ein normales Reihegrab gekriegt, wer weiß, heute wird sie anonym beerdigt werden, kriegt sie noch nicht einmal Reihegrab wahrscheinlich. Jetzt machen wir einen Sprung von 20 Jahren. 1979, 1999. Jetzt beginnt mein Interesse an der Hemserfriedel. Und nicht durch mich selber, sondern meine Frau, also die Mutter von meiner Frau, die liegt schon seit 1994 traurigerweise auf dem Friedhof. Meine Schwiegermutter ist also schon früh verstorben, mit 59 Jahren, da sind wir immer zum Grab gegangen. Und wenn wir dort zu dem Grab gegangen sind, haben wir eine Schleife gemacht und sind dann auf dem Rückweg prompt an der Hemserfriedel am Grab vorbeigekommen. Und eines Tages sagt meine Frau zu mir, guck mal, da steht das Schild, wird umgepflügt und aufgelöst. Eigentümer soll sich melden. Ja, da habe ich gedacht, das geht doch nicht, dass man jetzt das Grab, die Grabplatte und das ganze Grab von so einem Original, was so bekannt ist, in Ludwigshafen, ja weit über die Region hinaus bekannt, nach Bundeskanzler Helmut Kohl und nach Cephas Panzers drittbekannteste Ludwigshafenerin, vor Dr. Ludwig noch. Vor Dr. Ludwig, aber nur bei Intellektuellen. Also die Hemserfriedel wirklich weit über die Region hinaus bekannt. Jetzt wollen sie das Grab umflügeln. Da wende ich mich natürlich sofort an die Öffentlichkeit, an die Presse, an den Mannheimer Morgen und die Rheinpfalz und sage, gucken Sie mal da, die wollen das Grab so. Und dann haben wir eine Initiative gegründet zur Rettung der Grabstätte der Hemserfriedel und wollen, dass die Hemserfriedel-Grabstätte erhalten bleibt. Es hätte die Stadt nicht viel gekostet in die Enfacher Halle, nicht die neue Gräber drumherum gemacht. Es hätte überhaupt nicht viel für die Stadt ausgemacht. Nein, die Stadt hat behauptet, es wird 5000 D-Mark kosten. Und da war noch D-Mark 99, nicht, dass ich Euro sage. 5000 D-Mark, die umzubeten. Dann ging es hin und her und Streitereien zu. Sie wissen ja, die Stadtführung, wenn sie da mal Opposition sind, haben sie da keine Chance, nicht? Die machen, was sie wollen. Also sie haben sich aber dann trotzdem lang beratschlagt, sind zu dem Ergebnis gekommen. Vielleicht ist ja doch was dran, was der Herr Badrero sagt, dass man nicht alles auf die Mischtaufe werfen soll der Geschichte. Ne? Und dann haben sie die Grabplatte nicht auf den Haufen geworfen, wo sonst die Marmorplatte hinkommen und sich die Grabplattehändler wieder bedienen dürfen, sondern nein, sie haben die Grabplatte, sie haben beschlossen, dass die Friedhofsgärtnerei sich um die Grabplatte bemüht, die vorne in der Eingangsbereich liegt in das Mustergräberfeld. Und dort liegt jetzt die Grabplatte schön angelegt, floral umrandet und mit dem Buchsbaum gepflanzt, der jetzt auch schön zurecht ist. Wir haben neulich mal geguckt und da steht jetzt schön, auf der Grabplatte steht drauf, hier ruht unsere Hemserfriedel, Elfriede Kaczynski. Nun, ja genau. Nun, da die meisten Menschen ja die Geschichte nicht kennen, sind die sich sicher, dass die, ich habe ja mehrere Omas schon gesehen mit ihren Enkeln, die dann erklären, hier liegt der Hemserfriedel. Oh, okay, kann mir recht sein, wenn die Menschen das so sehen. Und ich behaupte auch, dass einige Friedhofsgärtner haben da beim Umflügen von dem Grab bestimmte paar Knochen genommen und haben sie da gesetzes nicht konform da drunter gelegt. Und deshalb, ich widerspreche niemand, der sagt, hier ruht die Hemserfriedel, sage ich, ja, das ist das Grab von der Hemserfriedel, wenn auch die Wahrheit wiederum mal eine andere ist. Ne? Gut, das war jetzt die Auseinandersetzung um das Grab. Und ich arbeite jetzt schon, das sind jetzt mein Schlussworte so in gewisser Weise. Sie dürfen dann eine Frage an mich richten, Fachfrage, wenn Sie wollen. Also seit 15 Jahren arbeite ich jetzt an dem Thema Hemserfriedel. Die 10. Veranstaltung ist es heute und heute Abend, dann die 11., wenn man es so nennen will. Und, Bravo! Danke.
Bravo. Jetzt, wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie noch fragen und beziehungsweise er spielt du erstmal ein Lied noch. Ja. Schön, dass es jetzt schon ein bisschen warm, kalt. Ja, zum Abschluss habe ich noch ein Lied. Die Hemso-Friedl hat mich irgendwie inspiriert durch das, was ich über sie erfahren habe, dass sie halt so auf eine typisch pelzige, auch wenn sie ja nicht aus der Palz gestammt hat, aber doch so auf eine typisch pelzige Art vorne wie hinne war. Und zu dem Thema habe ich mal ein Lied gemacht, weil ewig habe ich vorhin, dieses Zitat, Meier ist ein altes Schwein, da stellt man die Sozialhilfe ein, dass sie sich da wirklich vor Sozialamt gestellt hat und das so gesungen hat, fand ich einfach klasse. Ich hab nie gesagt, ich wär einfach. Ich weiß, ich bin oft ganz schön kompliziert. Wer mich kennt, der weiß, ich bin einer, der sich gern in Details verliert. Ich bin nicht immer lustig und auch nicht immer fei. Und ich kann auch manchmal ganz schön randig sein, doch ich bin vorne wie hinne. Es klingt vielleicht jetzt komisch, aber so senkt man in den Hals und man meint es nicht anatomisch. Ich hab mal in meinem Leben so viel Liege angehört und Liege hat noch niemand was gebrochen. Drum sag ich jetzt bloß noch, was ich als mein wahres sehe. Und das hat viel mehr doch. Außer falsche Freunde hab ich nichts zu verlieren. Und seitdem ich das weiß, tu's ich einfach probiere und bin vorne wie hinne. Und sag grad raus, was ich spür. Ich bin vorne wie hinne. Ich weiß, dass ich so nix verliere. Dass das nicht immer leicht ist. Manchmal ist es sogar ganz schön gefährlich. Ich weiß auch nicht, ob's immer richtig ist, was ich sag. Da bin ich ehrlich. Doch auf faule Kompromisse lass ich mich nie mehr ein. Ich muss auch nie mehr everybody's Darling sein. Ich bin vorne wie hinne und sag grad raus, was ich denk. Ich bin vorne wie hinne, weil ich mich nie mehr verrenk. Ja, ich bin vorne wie hinne und sag grad raus, was ich denk. Ich bin vorne wie hinne und ein paar Freunde von mir sehen es als ein Geschenk. Ja, vielen Dank. Heute Abend 1 Stunde in der Seilerstraße 26 kommen Sie zu uns. Und jetzt bin ich noch korrigiert worden, weil ich nur Button gesagt habe. Deshalb möchte ich das nochmal ausdrücklich richtigstellen. Es geht hier um den freiwilligen Lou-Button von der Malise Jonas, den Sie entworfen und auch verkauft. Den kann man hier, wenn man will, freiwilligen Lou, also Freunde der Hemsebrüder gibt es noch nicht in Button, aber freiwilligen Lou, den kann man hier bei ihr erwerben. Und jetzt bedanke ich mich recht herzlich. Halt, wollte noch jemand irgendeine Frage an mich richten? Die 7 Titel, die 7 Titel kriegen wir die gemeinsam zusammen. Also erster Der Müll im Wald. der Wald ist kein Abfallplatz. Okay. Was weiter? Geld, der Hemshof-Boogie, ja, weiter. Wie? Tinderasser, Hauptsasser. Okay, jetzt sind wir bei 4, lachende Sack. 5, jetzt fehlen noch 2. Der Heinrich, ja. 6. Ein Mädel kann man vergessen. Der Mann kriegt Fridolinchen oder wie heißt das? Hustelinchen. Doch, jetzt heben alle die Hände, jeder kriegt.
Rustelinchen, genau, ein Mädel kann man vergessen. Mit Ach und Krach haben wir sie zusammengekriegt, kann ich sagen. Ey, was ist mit Also, die Mutter kann man nicht vergessen, aber die ein Mädel kann man, eine Mutter vergisst man nie. Also hat jetzt irgendjemand noch Fachfragen an mich? In irgendeiner Art, Herr Hast du Hemsofriedl? Kontakt zu der Tochter noch? Leider nein, war dort. In Berlin habe ich die Tochter aufgesucht, die wohnt da in der Rusebergstraße in Tempelhof, Berlin-Tempelhof. Und die hat mir also beim ersten Mal sie hat mir im Grunde zweimal geöffnet und zweimal war ich einen Fußbreit in der Wohnung und die Kommunikation war nicht positiv. Sie will von der Hemsofriedl, sie hat viel gelitten unter dem, dass diese aus dieser Goldschmiedefamilie rausgeholt hat. Das hat sie immer nachgetragen. In dem Sinn sehe sehr nah, dass sie dann da, und es gab viele Reporter, die haben Trauriges über die Hemsofriedl berichtet und die wussten ja nicht, dass ich quasi nicht in böser Absicht komme. Und darum wollte sie dann keinen Kontakt zur Presse oder zu irgendwelchen Leuten, die was schreiben. Oder. Der Wadelrose. Hat jemand noch eine Frage? Der Kohl, wer war der Dritte? Stefan Spanzer, der König, der schwarze König, seine Autowerkstatt. Und dann kommt erst der Ernst Bloch ist natürlich ein Sonderfall, der kommt natürlich, der ist außer Konkurrenz. Ja, genau. Schürle, Katzenberger, genau. Ich nehme sie in die Liste auf. Dann hat noch jemand irgendeine Frage zur Hemsofriedl? Dies ist nicht der Fall, dann schließe ich hiermit die Veranstaltung, bedanke mich recht herzlich für Ihr zahlreiches Kommen. Also die, wo keinen Eintritt bezahlt haben können, jetzt noch freiwillig was spenden, aber müssen nicht. Also nur wenn Für den Musiker. Ja, der Musiker ist ja... Wenn wir doch die Batschkap rumgehen. Ja, Also wer jetzt nicht den Eintritt bezahlt hat, der kann da noch was reinmachen. Oder der was spenden will. aber... Ich geh mal rum, ich geh mal rum einfach. aber muss... Wer noch ein bisschen was für den Künstler übrig hat. Ich hab keine Penny. Ich habe keine Penny. Karin.